Je suis désolé, le frigo oder so. Heute zeigen wir euch, was man mit Resten machen aus dem Kühlschrank. Das Rezept kommt sofort. Ich wünsche euch jetzt schon einen guten. Um was geht's? Es geht darum, manchmal hat man noch Sachen vorig im Kühlschrank. Zum Beispiel Kreis. Da haben wir wirklich Förderung gehabt von den anderen Rezepten. So viel Reis ist auch schwierig zu schätzen, teilweise, wie viel essen die Leute, oder? Und dann haben wir noch Gemüse gehabt und deswegen machen wir jetzt den Reis mit so Gemüse fein in Butter angedünstet und so. Also da mache ich wirklich ab und zu die und es schmeckt gut. So quasi Entschuldigung, Kühlschrank. Jetzt kochen wir alles zusammen und es wird auch fein. Genau. Freue mich Wir drauf. würzen das gut und dann passt. Bam! Gut. Bis nachher. Schauen wir dann. Danke fürs Kochen. Bis nachher. Tschüss. Ciao. Für die Restverwertungsrezepte habe ich auch die Gemüse genommen, die ich im Kühlschrank hatte. Also die Zucchini hat auch nicht mehr so super fit ausgesehen, hat zum Beispiel das, was nicht ganz schön war, weggeschnitten. Peperoni habe ich möglichst klein so geschnitten. Ganz klein. Und teilweise aber auch nicht so klein, aber möglichst klein. Rüebli habe ich geraffelt, auf die grösste Raffelseite. Und Zucchini bin ich jetzt auch noch dran, klein schneiden. Ich mache das klein, weil die Reiskörner sind auch klein, oder? Und es ist ein Reisrezept und ich wollte nicht unbedingt, dass man nur Gemüse da im Mund hat, das Gefühl vom nur Gemüse. Und deswegen, wenn die Gemüse kleiner sind, dann merkt man alles. Man spürt Gemüse, man spürt Reis. Die tun nicht gegenseitig konkurrieren. Die helfen, die unterstützen einander. Und dann hat man ganz schnell wirklich schöne kleine Zucchini-Würfel. Das geht so schnell, dass es sinnvoll ist, alles zuerst zu schneiden. Das sind so Rezepte, wo man wirklich einen Nutzen davon hat. Man hat zwar immer, aber bei diesem Rezept besonders, man hat den Nutzen davon, so ein Mise en place wirklich vorzubereiten. Ist alles da, was ich brauche. Das schneide ich noch, aber jetzt habe ich keinen Platz mehr. Dann kann ich schon zu der Pfanne gehen, Olivenöl in die Pfanne, Butter dazu, also das Butter dazu und Olivenöl mit der Butter, damit die Butter nicht zu fest anbratet. Es gibt aber auch beides einen guten Geschmack. Könnte natürlich auch nur Butter nehmen, aber dann müsste ich wirklich vorsichtig hier gehen. Ich lasse die Butter aufschmelzen hier im Olivenöl. Gebe ich aber schon, es hat noch ein Stückchen Butter, aber die wird nachher auch noch aufschmelzen, keine Angst. Gebe ich hier auch die Reihenfolge nach, was schneller kocht, kommt zu Ende. Also ich komme Rüebli in dem Fall zuerst, braucht am längsten, aber sie sind geraffelt, also es wird auch schnell fertig sein. Schön verteilen. Dann kann ich schon mal Zucchini oben drauf und Peperoni auch noch. Merkst du, ich mache zwar alles gleichzeitig in die Pfanne, es soll schnell gehen, ich will, dass es schneller geht, aber ich mache so Schicht und natürlich, was unten ist, kriegt mehr Hitze, wird auch schneller kochen. Nur schön verteilen, dann kann ich schon mal würzen. Und zwar mit unserem Salz, gefriergetrocknete Zwiebel, nehme ich hier Pizzapaste Gewürz und ein Stück Pfeffer, jetzt schon und am Schluss vielleicht noch ein bisschen dazu. Alles in die Pfanne. Rüebli hat schon ein bisschen die Hitze so erwischt, fängt schon an zu kochen. Ich tue jetzt alles rühren für die wunderschöne farbige Mischung hier. Und dann Deckel zu. Ich will, dass diese Gemüse hier das Wasser abgibt und ein bisschen Soße gibt mit der Butter. Kann ich jetzt dann Peterli schneiden. Da eben eine Restverwertungsrezept ist, kaufe ich sicher nicht extra Peterli, wenn ich keine im Garten oder im Kühlschrank habe. Ich könnte auch mit Schnittlauch machen. Ich könnte auch sonst mit gefriergetrockneten Stedi Peterli machen. Aber die hatte ich hier, auch vom letzten Rezept. Dann nehme ich das auch. Das kommt auch noch in die Pfanne. Wasser drinnen lassen. Nochmal rühren. Nochmal Deckel zu.
Und jetzt nur noch kurz warten, bis die Gemüse durch sind. Noch nicht ganz gekocht, bevor wir den Reis dann nur schnell reintun. So, mein Reis, wie deine auch die wenn du machst, ist schon gekocht, natürlich. Es ist der Rest vom letzten Rezept hier bei uns. Deswegen mache ich nicht vom Anfang an, sonst wird er wirklich verkocht und wir haben nachher nur eine Pampe, oder? Ich gebe den Reis erst jetzt, wenn die Gemüse schon fast durch sind. Ich kann wirklich so auf einmal. Und dann Hitze reduzieren, alles schön untereinander rühren, dass überall Farbe und Geschmack ist. Ich gebe hier zum Schluss noch ein bisschen Stückhauspfeffer, so extra so oben drauf, dass man merkt, wenn man schöpft. Und lasse nur ein bisschen hier drin, wieder mit geschlossenem Deckel, dass der Reis auch warm wird. Und dann könnten wir eigentlich schon probieren. Die Mahlzeit würde ich so als Beilage verwenden, aber auch als vollwertige Mahlzeit. Ich habe Reis, ich habe noch genug Gemüse dazu, könnte ich noch ein Ei dazu, könnte ich auch noch Tofu, je nachdem, wenn ich das hätte. Aber ich hatte nicht. Es duftet, es ist farbig. Mache das auf einen Teller schön, hole den Stedi, zum mit mir, mit dir zusammen probieren. Also kein Mensch würde sagen, dass das Reste sind. Resteverwertung, Chausse wie désolé. Die erste Le Frigo. Mein Französisch ist sensationell. Sehr gut. Ist das auch so gut geworden wie mein Französisch, aber ein bisschen besser? Also es wäre auch, glaube ich, eine große Herausforderung, das besser zu machen. Aber Entschuldigung. Gib mir mega Mühe. Es ist, probieren wir es. Oh la la. Probieren wir es. Es ist butterig, es ist gemüsig. Das sieht mega aus. Und hast du noch ein bisschen feiner geschnitten? Ja, ich habe sehr viel geschnitten, damit es keine Konkurrenz gibt zu den Reis. Weißt? Es sind so kleine Reiskörner, also sind auch kleine Gemüsestückchen. Soll ich sagen? C'est fantastique. Oh oui. C'est magnifique, kann man quasi sagen. Also, wirklich fein. Ist fein. Rest im Kühlschrank zusammenleeren, so machen wie Patricia und fein essen. Genau. Punkt. Also nicht machen, weil du vielleicht nicht den Peperoni hast. Also ich habe wirklich das genommen, was wir hier hatten, von den letzten Rezepten, die Reste. Man kann auch mit anderen Gemüse machen. Man kann eben sogar noch ein bisschen Kacke drin machen, wenn man hat. Man kann ein Ei, man kann Tofu, alles. Also es ist wirklich eine Hauptsache. Das feine Öl, die Butter, die beides. Und dann hat man, ja. Also ich finde fein. Das könnte man als Beilage, aber auch so, einfach so essen. Mega Oder? gut. Super. Heute so ein bisschen gegen Food Waste. Am Schluss das Zeug noch fertig. Köcheln, fein aromatisieren und dann wirklich verbrauchen. Ja. Mega. Fein Mega. aromatisieren. Super. Mit dem Herdöpfel. Danke, gell? Danke Für das vielmals. Beisein. Zum bis am Schluss schauen. Danke fürs Kochen. Sehr Schon gerne. wieder. Sehr gerne. Wir sind näher an der 100. Folge. Und was dort passiert, bleibt dabei, abonnieren. Weiß niemand. Däumchen hoch, ich schon. Ich wünsche euch einen guten. Bis nächstes Mal. Danke vielmals Ciao, fürs ciao. Zuschauen. Bye. Das ist sehr fein. Gut, Kacken wäre schon noch fein. Oder hier noch so ein Gottlet dazu. Eben, man könnte das als Beilage machen, oder?